Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 192. Folge vom Voll inne Podcast. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch aus dem Sprachsatz rauskomme, dass ich die ganze Zeit sage, es ist eine spezielle Folge. Aber ich muss es leider schon wieder sagen. Und zwar, darf ich heute jemanden begrüßen oder der Oskar und ich dürfen heute jemanden begrüßen. Hallo zusammen. Aber zuerst wollte ich noch nicht verraten, wer es ist. Sie fährt in der Regenbogenfarbe über Berg und Tal. Im Gotthard ist die Tunnelbohrmaschine nach ihr benannt und im Tal kennt sie mittlerweile jede und jede. Auf ihrer nächsten Tour ist sie heute bei uns angekommen und in dem Sinn herzlich willkommen, Alessandra Keller. Merci vielmals. Schön bist du bei uns. Genau, jemand, der wieder von ein bisschen weiter weg gekommen ist zu uns auf Zürich. Erzähl mal, wie geht's dir? Woher kommst du gerade? Ja, genau. Gestern war Barbara 4 an der Tunnelbohrmaschine am Gotthard. Und dann bin ich von dort eigentlich direkt gekommen, habe gerade bei den Eltern übernachtet und nachher direkt eigentlich auf Zürich gekommen. Genau. Aktuell geht es tipptopp. Ich bin ein bisschen in so einer legeren Phase, sage ich jetzt mal, nach der Saison von letztes Jahr und so ein bisschen im Aufbau für nächstes Jahr. Ja, also ich wollte natürlich noch ein bisschen auf die Tunnelbohrmaschinen-Geschichte eingehen, weil vielleicht ein paar von euch wissen, dass ich ja, ich weiß nicht, haben wir es schon mal gesagt im Podcast? Ich bin gar nicht sicher, ob wir das schon mal gesagt haben, aber wenn nicht, dann sag es nochmal. Ja, also ich studiere ja oder habe Bauingenieur studiert und nächsten Frühling kann ich in Gotthard das Praktikum machen und das Lustige ist ja, dass Tunnelbohrmaschine im Gotthard im Norden nach dir benannt ist, Alessandra. Also sie heisst Alessandra. Korrekt, ja, Das stimmt genau. soweit. Das stimmt soweit. Erzähl ja. mal die Geschichte, wie es zu dem gekommen ist. Ja, das ist mir natürlich eine grosse Ehre. Das ist mega cool. Ich meine, ja, der Gotthard ist ein historisches und ein Prestigeprojekt für die Schweizer und für die Schweizer Nation. Und mein Vater, der ist Bauingenieur im Tunnelbau und macht Grossprojekte, unter anderem auch der Gotthard, jetzt die zweite Röhre. Und seine Mineure sind eigentlich schon viele Jahre mit ihm unterwegs und gehen von Tunnel zu Tunnel. Und seine Mineure haben eigentlich so ein bisschen bestimmt, dass die Tunnelbohrmaschine nach mir benannt sollte werden. Mega schön. Zumal sie eben auch weltmeisterliche Leistungen, wie ich hoffentlich ja dann auch, bringen sollte. Und sie ist so ein bisschen, man strebt so nach dem Nummer 1 und am besten sein. Und dort hat es sicher viel Parallelen, die man herauslesen kann. Und das ist wirklich mega cool. Genau. Das ist mal etwas anderes. Entschuldigung? Maschinen nach Maschinen Ja, außer benannt. dass sie noch ein bisschen mehr PS hat als ich. Ja, aber wüsste ich gar nicht. Nein, doch, wahrscheinlich schon. aber trotzdem, ich finde das wirklich eine super tolle Symbolik auch für dich und für die Tunnelbohrmaschine. Ja, nein, wirklich cool. Ist mal Und etwas anderes neben nur Velofahren, genau. Genau, aber eben, man sieht, du bist in dem Fall auch noch andersweitig unterwegs. Wir wollen aber heute eher ein bisschen beim Velofahren bleiben und... Aber bevor es so weit ist, ich muss unbedingt eine Frage stellen. Weil jetzt würde der Teil kommen, wo wir sagen, Alessandra, wie sieht da momentan dein Trainingsalltag aus und so weiter und so fort. Aber es gibt ja einen Grund, wieso wir dich eingeladen haben. Und das war, weil wir gesehen haben, Alessandra Keller folgt uns auf Instagram. Und dann sind wir so, mega lustig, voll cool. Und jetzt ist die Frage, sind wir in deinen Top 5 bei Spotify Wrapped? Haben wir es geschafft? Ich glaube, nein, das nicht. Aber ich habe eben vom anderen, glaube die SRF-Doku gesehen. Ja. Wegen dem Rudern und dem Radfahren. Oder halt einfach die kleine Sequenz. Und nachher, bin ich mal schauen auf Instagram und dann habe ich einen Podcast gesehen, genau. Aber ja, Top 5, ich höre gerne Podcasts und ich höre gerne Musik, aber ja, ich bin noch nicht alle Podcast-Serien durch. Alles easy, Alles also... gut. Aber wer müssen wir nächstes Jahr verdrängen? Weißt du das gerade? Ehrlich gesagt kann ich es dir nicht einmal sagen, aber Hast du noch nicht drauf geschaut? Nein. Okay, gut. Was auch Ich fair schaue auch ist, nicht also so ich viel auch auf noch das. nicht und ja. Aber jetzt kommen wir zu unserer Standardfrage. Du hast schon angetönt, du bist fit und munter. Trotzdem nimmt es uns Wunder, von wo kommst du jetzt gerade? So ein bisschen in den letzten paar Wochen, bist du noch in der Ferien gewesen, oder hast du schon angefangen zu trainieren? Wo stehst du gerade? Ja, also aktuell bin ich wieder so ein bisschen im Trainingsaufbau und die Wochen davor sind
intensive Wochen gewesen. Also es ist so, dass wir noch für den Abschluss vom Weltcup Übersee gegangen sind. Wir sind auf Nordamerika und als sich dann der Weltcup beendet hat, haben mein Freund und ich noch 5 Tage Ferien machen, bevor dann so ein bisschen Mediensachen, Empfang und Sponsorentermine waren während 3 Wochen. Und nach diesen 3 Wochen bin ich tatsächlich ein bisschen müde gewesen, dass ich gesagt habe, ich nehme noch mal eine Woche gut raus. Und dann habe ich wieder angefangen mit leicht trainieren. Von dem her, es macht Spass, um wieder ein bisschen körperlich sich betätigen. Aber auf der anderen Seite ist es auch noch ein bisschen leger, sage ich jetzt mal, dass ich ein bisschen nach Lust und Laune und auch nach Wettergegebenheiten schauen kann. Ja, aber jetzt bist du gerade letzte auf dem Furka voll im Schnee, gell? Ja, das stimmt, ja. Also gestern, gerade nach der Barbara 4, genau. Mega geil. Also, es hat sehr kalt ausgesehen. Ich finde es immer lustig, wenn Profisportler sagen leger und dann so etwas machen. Und ich bin so, das wäre für mich Höchstleistung. Ja, also es ist sicher eben, Velofahren ist ja mein Job und ich mache das auch gerne. Es ist neben dem Job auch eine riesige Leidenschaft und ja, die Stunden müssen trotzdem gemacht werden und ich bin mit dem Radquer jetzt im Winter manchmal ein bisschen unterwegs, hat man ein bisschen Profil, kann auch, ja, und dann hat sich das gerade angeboten, über den Nebel zu gehen. Manchmal hat man auch Glück und dann gerade ein bisschen Sonne, von dem her lohnt sich das definitiv. Du hast angetönt, dass du noch eine Woche länger dir Ferien genommen hast. Ich kann mir aber vorstellen, oder bei mir war es zumindest damals so gewesen, dass ich nach mindestens schon einer Woche Off-Season habe ich das Gefühl gehabt, hey, shit, ich sollte jetzt wieder anfangen trainieren, weil es schon ein bisschen schlechtes Gewissen, ich habe nichts gemacht und so. Du kannst das in dem Fall relativ gut einordnen und auch sagen, hey, ich brauche jetzt das noch und ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt noch eine Woche länger nicht trainiere. Ja, also es ist definitiv nicht so, dass ich es nicht vermissen würde. Also ich vermisse es relativ schnell, wie wahrscheinlich du auch, weil ich es einfach auch gerne mache. Und halt auch ein grosser Teil ist von meinem ganzen Leben, das dann wegfällt. Und auf der anderen Seite bin ich ja zum Beispiel letztes Jahr verletzt gewesen und ich habe gesehen, auch wenn du 3 Monate oder 3 Wochen auf dem Sofa liegst und wirklich gar nichts machen kannst, sozusagen, dein Körper vergisst nicht alles, was Trainieren anbelangt. Und darum, ich bin sicher körperlich erholt gewesen, weil ich während all diesen Terminen fast nicht trainiert habe. Aber auf der anderen Seite ist ja auch die mentale und geistige Erholung etwas, wo man auch drauf muss schauen muss, vor allem nach einer intensiven und langen Saison. Wie tust du dich mental erholen? Oder, muss man sich das so vorstellen, dass du wirklich einfach auf der faulen Haut liegst und die Couch geniessest? Oder machst du etwas aktiv, wo dir einfach gut tut? Ja, also eben, ich bin Spitzensportler und viel unterwegs, wie ihr wahrscheinlich auch sind oder sind. Und folgedessen ist es auch einfach schön, mal daheim zu sein. Und daheim fallen halt auch sicher Sachen an, die man während der ganzen Saison ein bisschen aufschiebt. Und folgedessen bin ich gerne mal daheim gewesen, habe ein bisschen Sachen gemacht und Ausflüge von daheim. Das ist eigentlich so ein bisschen für mich Erholung, aber ja, das ist meistens mit Familie, mit Freunden, mit Leuten, die mir mega nahe sind, die vielleicht auch während der ganzen Saison ein bisschen zu kurz kommen und das ist mega schön. Hast du dann auch Freunde getroffen und sind ihr mal zusammen voll reingegangen? Nein, also es ist nicht so. Also eben, ich hatte 3 Wochen gefühlt jeden Abend Ausgang gehabt. Ja. Weil ich gehe jetzt nicht so viel in den Ausgang und nachher, wenn jeden Tag ein Event ist und quasi man ist so ein grosser Teil davon, da ist man auch nicht die Erste, die daheim ist. Von dem her, bin ich nach diesen 3 Wochen ist eigentlich gut für mich. Das passt doch. Also du bist eigentlich 3 Wochen voll rein. Über 3 Wochen jeden Tag. Also nicht falsch verstanden. Nein. Das wird dann wieder aus dem Kontext sagen. Gut, ja, stimmt. Das ist jetzt eine falsche Aussage von mir. Aber ich meine einfach, die 3 Wochen, wenn du das zusammenrechnest, dann ist es eigentlich auch einfach einmal voll rein gewesen. Es ist so intensiv. Ja, also es war schon relativ intensiv gewesen. Also es ist ja immer... also alles, was wir machen, ist ja wahrscheinlich recht intensiv. Also es ist ja auch... jedes Rennen ist ja Vollgas und folgedessen. Die Termine sind natürlich nach dem Erfolg an der WM und nachher auch noch mit dem Erfolg von der Lenzerheide haben wir die auch ein bisschen aufschieben, damit ich mich für die letzten Wettkämpfe noch entsprechend vorbereiten kann. Und dann haben wir die ein bisschen gesammelt und dann die Saison gemacht. Aber das war okay gewesen. Cool. Ja, wir wissen jetzt alle, du hast eine extrem erfolgreiche Saison gehabt. 2025 ist wahrscheinlich dein beste Jahr gewesen bis jetzt. Wir kommen dann später noch genau auf das Jahr.
Wir haben dich sehr stark in der Öffentlichkeit wahrgenommen und was uns auch sehr stolz macht, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles gut. Uns nimmt aber auch Wunder, was ist denn in dieser Saison nicht so sichtbar gewesen für die Öffentlichkeit? Also gibt es etwas, wenn du zurückdenkst an diese Saison, wo für dich extrem wichtig ist, man aber von außen nicht gesehen hat? Puh, das ist eine gute Frage. Also für mich ist es sicher so, dass eben jetzt ist so ein bisschen der Bekanntheitsgrad auch gestiegen. Und ich bin sicher eine Persönlichkeit, die ja, auch versucht, sehr menschlich zu sein. Und ich habe schon gemerkt, dass ich mich mehr abgrenzen muss. Dass ich auch ja, die Zeit sag jetzt mal, im Zelt, wo ich einfach dort bin, durch das, dass mich mehr gesehen oder mehr kennt und sieht, ja, auch ein bisschen muss begrenzen, dass ich halt auch zu meiner Ruhe komme, oder? Und das ist ein grosser Unterschied. Das ist mir auch auf der Lenzerheide und auf der WM, ja, an der WM aufgefallen. Aber es haben sich sicher Sachen verändert, aber es sind eigentlich in der Grundstruktur ist es gleich geblieben. Das heisst, die Leute, die mich auch während der Verletzungsphase und in den Jahren vorher schon betreut haben, das sind immer noch die gleichen. Und ich glaube, das ist mit dem Erfolg und all diesen Sachen wird das halt recht oft ja, ein bisschen vergessen, dass das immer noch langfristig die gleichen sind, oder? Und das sieht man eigentlich dann nicht so, weil es einfach läuft. Aber ja, es gibt sicher auch Situationen, auch wenn eine Saison mega gut ist, wo ich am Zweifeln bin, aber das ist ja auch menschlich. Und ja, es ist natürlich nicht jeden Tag so wie die Lenzerheide oder Zermatt oder Gromontana, wo man denkt, das ist der Beste. Es gibt auch dort Situationen, die wirklich mega schwierig sind. Und eben, wie gesagt, ich komme aus einer Verletzungsphase. Also ich habe das Kreuzband vor einem Jahr operiert. Und ja, da gibt es so viele ungewisse Faktoren. Kommst du überhaupt wieder zurück? Wie schnell kommst du zurück? Wie gut kommst du zurück? Und das hat schon Situationen gegeben, wo ich auch ein bisschen am Limit war. Und das sieht man ja sicher auch nicht wirklich in der Öffentlichkeit. Man sieht sicher die harte Arbeit, dann sieht man den Erfolg und all die Posts, aber ja, das ist alles auch im Hintergrund. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Ich möchte nochmal zurückkommen, eben, weil du gesagt hast, der Trubel um deine Person, beziehungsweise eben, dass die Aufmerksamkeit gestiegen ist und ja, dass du vielleicht ein bisschen mehr im Rampenlicht stehst jetzt. Gerade mit diesen 2 Events, also mit der WM und Lenzerheide, hat es dort konkrete Momente gegeben, wo du so gemerkt hast, boah, okay, das wird mir zu viel? Und wenn ja, wie geht man damit um? Weil eben, ich meine, für dich ist es ja wahrscheinlich auch ein Learning jetzt noch mit dem ganzen Trubel. Ja, also für mich hat es wie keinen negativen Aspekt, da muss ich ganz ehrlich sein, weil auch das Team und die Leute, die mich unterstützen, mega gut aufgestellt sind. Wie gesagt, ich bin am Dienstag in Zermatt Weltmeisterin geworden und am Samstag war ja der nächste Anlass. Und es ist ja wie so ein bisschen der schmale Grat. Man feiert jetzt den Weltmeistertitel, weil der ist einmalig, der ist daheim, das ist nicht gerade wieder und vielleicht auch nie mehr. Und auf der anderen Seite sollte der Fokus auf das nächste Rennen sein, oder? Und das sind so Situationen, wo dann das Team auch auf die Probe gestellt wird, eben auch aufgrund vom ganzen Rummel, von Mediensachen, von Autogrammstunden, von ja, Fotos und allen, die etwas von dir wollen. Und auf der anderen Seite ist es auch, ich meine, wenn das Momentum so auf der Seite von einem Team oder von einem Athlet ist es auch schade, wenn man das Momentum nicht nutzt. Und dort hatte ich wirklich mega gute Leute im Hintergrund gehabt, die alles koordiniert haben. Und die auch jetzt nach der Lenzerheide und nach der zweiten WM-Medaille das extrem gut gemanagt haben, mich unterstützt haben und mir auch den Rücken freigehalten haben und auch gestärkt. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt gewesen. Und so ein bisschen der prägendste Moment, wo ich gemerkt habe, boah, es ändert sich etwas, ist wirklich, wo wir auf die Lenzerheide gegangen sind. Das war eine Woche nach der WM, wo ich das erste Mal in den Weltmeisterstreifen fahren konnte. Und wir haben eigentlich am Morgen angefangen mit den Medienterminen und Fotoshooting und Spezialbike und so. Und dann keine Ahnung, 5:30 oder so war der Start gewesen, und ich war wirklich an der Linie und habe gedacht, boah, und jetzt kommt noch das Rennen. Das erste Mal in den Weltmeisterstreifen, und ich wollte es natürlich auch zeigen, wie gut ich bin, und ja, habe mir selber auch viel zu viel Druck gemacht, und dann habe ich wirklich gemerkt, hey, jetzt muss ich auch wieder ein bisschen locker werden, weil logisch, es war ein Erfolg gewesen. Man hat mehr Sichtbarkeit und die Leute schauen auf die Weltmeisterstreifen, aber auf der anderen Seite, ja, hat sich auch nicht mega viel geändert. Und das sind schon so Momente, wo dann halt, ja, vielleicht eben das, was du gesagt hast, der Bekanntheitsgrad ändert sich, aber trotzdem, ja.
Also es ist mega eindrücklich, wie du darüber erzählst. Ich finde das mega, mega spannend. Was mich wundert, eben, wenn du sagst, du bist dort am Start gestanden in der Lenzerheide mit Druck und den musst du jetzt ablegen. Das Ja, aber der so Druck, den ich einfach, mir selber oder? mache, oder? Es ist nicht der Druck, dass das Team etwas erwartet hat oder ja, so, ja. Es ist wirklich von mir selber. Eben, aber es klingt ja mega einfach zu sagen, ja, okay, ich lege den Druck weg. Aber Ja, nein, ist nicht so einfach, Wie ja. funktioniert das denn? Also wie machst du das denn? Oder an was denkst du spezifisch, dass eben nicht an das denkst, jetzt muss ich liefern? Ganz ehrlich, ich bin recht streng mit mir selber, ich bin auch diszipliniert, ich bin also ehrgeizig, was halt so Eigenschaften meistens sind von Sportlern. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Umfeld, das langfristig mit mir zusammenarbeitet und mein Teammanager hat gesagt, schau, du hast geliefert, du musst nicht mehr. Mhm. Und du hast eigentlich noch nie müssen. Und was auch immer mega hilft, ist, dass sie sehen mich als Alessandra, als Persönlichkeit und nicht als Resultat Alessandra. Und das ist halt einfach auch etwas in Verletzungsphase oder wenn es mal nicht so gut läuft oder eben du dir selber den Druck mega machst, dann, ja, wenn dir einfach die Leute so den Rückhalt geben und sagen, hey, wir glauben an dich, wir glauben an dein Potenzial und du hast geliefert, du musst nicht, du genießt es einfach. Und eben, wie du sagst, es ist einfacher gesagt als gemacht. Aber ich konnte dann wirklich mir am Samstag noch so einen Tag rausnehmen, alles ein bisschen ablegen und dann am Sonntag eben den Weltcup gewinnen. Und das ist mir wirklich mega gut gelungen, obwohl auch zwischenzeitlich sicher eine Krise gekommen ist. Ja. Und das Weltmeistertrikot, also das ist ja wirklich etwas, wo... Ja, also dass wir jemanden da haben, der so ein Trikot hat, das ist wahrscheinlich eine riesige Seltenheit. Beschreib das mal ein bisschen, wie das für dich ist, jetzt nicht Weltmeisterin zu sein, sondern einfach das Trikot zu haben und das auch können, eigentlich jedem Rennen zu zeigen. Ja, was bringt dir das? Hat das für dich so einen Stellenwert, wie man sich das vorstellen kann? Oder ist das bei dir? Ja, also eben, im Radsport hat es einen riesigen Stellenwert. Für mich persönlich ist halt Weltmeisterin, du bist an dem Tag die Beste von der Welt. Und eben, ich bin im Shorttrack, das heisst, ich habe einfach an der Shorttrack-Rennen das Trikot und das Velo und den Helm und die Brille, wo dann alle die Streifen haben tragen. Schon krass, ja. Ja, was wirklich eine mega grosse Ehre ist und auch richtig cool. Und eigentlich auch immer ein grosses Ziel und ein Traum von mir sozusagen. Und ich durfte schon Junioren- und U23-Weltmeisterin sein und das Trikot eigentlich tragen. Und das ist immer etwas mega Spezielles, weil der Wiedererkennungswert extrem hoch ist. Und auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, es ist auch ein bisschen eine Erhöhung vom Druck von dir selber. Mega, ja. Aber es ist eine positive Sache und ja, ich versuche es auch immer so umzumünzen. Nicht, dass es jetzt so ein schweres Liebling ist, sondern ein leichtes, das eigentlich extra Energie verleiht. Ja. Ja, und eben, also ganz, ganz speziell ist halt an dem allem, dass wir es daheim in der Schweiz gewinnen. Und ja, das macht es schon nochmal ganz viel speziell. Ja, krass, ja. Wie alt bist du, als du angefangen hast mit Mountainbike? Mit Mountainbike habe ich etwa mit 14, 15 angefangen, genau. Und dann international zum ersten Mal im ersten Juniorenjahr, genau mit 17. Das erstaunt mich jetzt noch, weil ich habe das Gefühl, es ist eher spät als Mountainbikerin. Ich habe immer das Gefühl, Mountainbike ist so ein Sport, wo du ultra krasse Technik brauchst und das schon seit Kindern eigentlich solltest du auf dem Velo hocken. Ja, also ich bin sicher sehr polysportiv aufgewachsen und habe viel gemacht, auch im Bereich Ausdauer. Und eben fahrtechnisch bin ich jetzt am Anfang wirklich noch nicht gut gewesen. Ich habe das auch alles müssen erlernen. Aber ich würde sagen, Talent ist ja zum einen sicher genetisch auch ein bisschen, und auf der anderen Seite ist es halt die Fähigkeit zum schnell lernen. Ja. Und ich habe sicher ein gewisses Talent gehabt, dass ich lernen konnte und dass ich auch lernen wollte. Ich meine, die intrinsische Motivation ist sicher vorhanden gewesen. Und es ist eher spät, ja, wenn ich jetzt so vergleiche, aber eben, es ist immer noch genug früh gewesen. Und heutzutage, eben, es ist ja trotzdem auch schon ein paar Jahre her, ist sicher die frühe Professionalisierung und die Kinder fangen sicher immer früher an, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Beispiele, die später anfangen und es geht immer noch. Es ist halt schon Technik. Also ich würde sagen, der Mountainbikesport ist sehr komplex. Zum einen ist es halt das Material, es ist die Technik, aber es ist auch die Physis und das Mentale und das, ja. Du wohnst ja in den Bergen, darf man das so sagen, oder? Also Ja. im Kanton Nidwalden. Oder jetzt im Moment wohnst du nicht mehr dort, wohnst du in der Schweiz? Ja, ich bin aufgewachsen im Kanton Nidwalden. Kanton Nidwalden Ja, genau, aufgewachsen, ja, aber genau. jetzt wohnst du in der Schweiz. In Solothurn.
Oh, gut, ja, also Aber da bin ich nicht richtig sind die informiert. eigentlich schneiden? Nein, eigentlich nicht. Also, aber ja, auf jeden Fall bringt das etwas, dass man als Mountainbikerin in der Nähe der Berge aufwächst. Also, dass es etwas bringt, das Ja, ist mega. klar. Aber kann man jetzt auch in Zürich Profi-Mountainbikerin werden? Oder weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, in der ganzen Schweiz sind Möglichkeiten vorhanden, dass man gut Velo fahren und Ja. trainieren Ja. kann. Ja, es gibt auch viele, ich sage jetzt mal, Radsportler, die aus der Stadt Zürich sind. Mhm. Mountainbike ist sicher so, wir sind halt auch viel international unterwegs und im Winter sind natürlich die Gegebenheiten schon so, dass wir viel ins Ausland gehen, gehen trainieren. Folgedessen bist du dann auch schnell unterwegs, aber ja, also ich würde sagen, es ist sicher ein Vorteil, wenn du aus den Bergen kommst, vor allem aus Nidwalden, dort lernst du richtig Velo fahren, genau, Wie meinst du weil es das halt technisch richtig Velofahren? anspruchsvoll ist. Es ist einfach steile Hänge. Ja, es ist sicher technisch, sehr technisch, die Bikewege, die es hat. Und sonst ist es eher Kies und es geht auch immer recht lang drauf, bevor es runtergeht. Das ist sicher etwas, was ich mitbekommen habe. Und so, ja, auch ein bisschen eine technische Ausbildung in dem Sinn. Mhm. Also anstelle, wo du jetzt vielleicht einfach irgendwo nur Flowtrail hast, genau. Ja. Aber es ist sicher ein Vorteil, wenn du aus den Bergen kommst, aber es ist nicht ein Muss. Mhm. Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann wie so beim Skifahren nicht, weil sind irgendwie die Pisten schwarz und überall sonst sind sie rot und blau? Oder Also es wie gibt ist das? schon Unterteilungen so im Guide. Ich kenne mich da auch nicht extrem gut aus, aber es gibt von S1 bis S4 gibt so Schwierigkeitsgrad von Single Trail. Ja, in Nidwalden ist es sicher so, dass es einfach ja, technische sind im Verhältnis und keine gebaute Sachen, alles natürliche Wanderwege Mhm. und das macht sicher. So die Wanderer auf dem Wanderweg. Also man muss ja auf jeden Fall respektvoll damit umgehen, aber hast du da irgendwie Tipps und Tricks an jetzt Leute, die auf dem Wanderweg fahren, wo man halt muss beachten, damit es funktioniert? Wie machst du das im Sommer? Ja, also das ist eine wirklich mega gute Frage und ich meine, der Wanderweg, also die Wanderer meinen, der gehört vielleicht nur rein und die Biker meinen, manchmal gehört nur rein, aber eigentlich ist es ja ein Miteinander und also mein Erfahrungswert ist eigentlich so, dass ich habe eigentlich nie Problem und selten Problem, aber ich grüße auch jeden freundlich und ich bin respektvoll und das sind, glaube ich, so Sachen, das sind einfach so Grundwerte, die man einhalten und dann kommt man auch nicht zu Problemen und ja, man muss sich einfach bewusst sein, dass jemand könnte hinter der Kurve stehen oder dass es vielleicht mal ja, über eine Kuhwiese geht, wo man sich einfach respektvoll und normal verhält. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn du da vorbeiheizt über so einen Berg, über so einen Wanderweg, dass du wahrscheinlich auch immer wieder mal Leute begegnest, die nicht so Freude haben, dass du da kommst. Hat es auch schon gegeben, dass die Leute sich genervt haben und dann plötzlich, wo sie dich gesehen haben und dich erkannt haben, gesagt hoi, tschüss, mach's gut. Ja, also ich glaube, die dann so ein bisschen aggressiv ja, gegenüber einem Mountainbiker sind, das ist sicher ja, zum Teil auch verständlich, weil sie vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber auf der anderen Seite mit ein bisschen Erklärungsbedarf hilft es meistens und dann ja, kann man sich irgendwie finden. Und es ist ja nicht so, dass es ja, irgendwie, dass ich auf eine aggressive Art oder so würde antworten. Folgedessen, ja, es hat sicher schon gegeben, dass sie zum Teil nicht unfreundlich sind oder nicht gerade super freundlich und nachher plötzlich ein bisschen freundlicher wurden. Aber ja, es ist sicher, ja, also ich finde einfach, grundsätzlich versuche ich jede Person genau gleich zu behandeln und ja, das ist halt schon manchmal so ein bisschen, wenn man erkannt wird, ist man vielleicht freundlicher, aber oder sind sie vielleicht freundlicher, aber das ist immer schwierig zu beurteilen von meiner Seite her. Ja. Hat es bei dir eigentlich auch mal den Moment gegeben, wo du dich hast müssen entscheiden, eher also Strassenrad oder Mountainbike? Oder ist für dich eigentlich immer klar gewesen, Mountainbike und wieso? Für mich hat es nie die Situation gegeben, weil ich habe mich eigentlich entscheiden, Studium oder Sport. Ja. Das war eigentlich so für mich der grosse Entscheid gewesen. Ich habe eine normale Matur gemacht und dann eigentlich nur Kapazität gehabt, um wirklich Mountainbiken und nicht noch Strasse fahren oder Radquer oder all die Disziplinen, die es noch gäbe. Genau, und aus dem Grund ja, ist dann nachher auch in meinen Juniorenjahren der Mountainbikesport im Fokus gewesen. Und dann habe ich eigentlich zu Trainingszwecken angefangen, noch Strassenrad
Strassenradsport ausüben, aber mehr aus Trainingszwecken und vielleicht in Zukunft könnte ich mir schon mal vorstellen, vielleicht eine Saison oder so auf der Straße, aber das hat eigentlich hat keine Priorität bis jetzt. Eben, aber du bist auch dieses Jahr ein paar Strassenrennen gefahren und das, ich glaube, Berner Rundfahrt. Genau, GP Osterhaus bin ich gefahren. Gewonnen. Ja, aber eben, es sind jetzt nicht international besetzte gut, für Rennen dich, du schaust das gewesen. halt aus einer anderen Perspektive an, aber man kann schon sagen, du bist auch auf der Straße sehr gut. Es langt einfach dort vielleicht jetzt nicht gerade für das Level, das du jetzt im Mountainbiken hast. Ja, also ich denke, die physischen Voraussetzungen sind sicher vorhanden, das wäre sicher, aber auch der Strassenradsport mit all diesen Teams auf allerhöchstem Niveau ist sehr komplex. Und man muss eigentlich dort ein gutes Team haben, sonst ist man auch nicht erfolgreich. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt Strassensport wechseln würde, müsste ich noch sehr, sehr viel dazu lernen. Das heisst, ich würde jetzt nicht von Anfang an sagen, ich könnte jetzt gerade vorne mitfahren, aber ich wäre überzeugt, dass es irgendwie möglich wäre. Ja. Aber es würde sicher wieder ein Investment bedeuten. Genau. Aber wie unterscheidet sich denn die Straße und das Mountainbike auf einer technischen Seite, also für dich als Fahrerin? Was bedeutet das für dich, wenn du in ein Rennen gehst? Wie musst du dich verhalten im Feld? Und, also es gibt halt schon grosse Unterschiede, sage ich jetzt mal so von der Renndauer, oder? Unser Shorttrack ist 20 Minuten, das olympische Cross Country 85 bis 90. Ein Strassenrennen ist meistens 3 bis 5 Stunden. Das heisst, das ist sicher physiologisch eine ganz andere Anforderung. Dann technisch machen wir Rundstrecken und sie machen meistens Etappen, die auch Rundstrecken sein können. Aber dort braucht es natürlich fahrtechnisch über Stock und Stein, über Hindernisse, über Elemente sicher noch viel mehr als auf der Straße. Und auf der anderen Seite ist die Straße natürlich viel taktischer. Dort ist sicher im Shorttrack ist bei uns ein bisschen taktische Komponente und je schneller oder je dichter auch die olympischen Cross-Country sind, desto taktischer wird es. Aber das sind natürlich schon die grössten Unterschiede. Ja. Wie ist es eigentlich für dich, wenn so Leute hin und her wechseln? Also weißt du, so die Superstars, Ferrand Prévot und Mathieu van der Poel und Pidcock und all die, siehst du das mehr so als, ja, kommt ihr nur, wir zeigen euch schon, dass Mountainbike krass ist, oder ist es für dich so ein bisschen, hey, krass, dass sie beides machen? Oder wie ist deine Perspektive da? Ja, also Pauline, die hat ja eigentlich am Schluss nur Mountainbike oder Straße gemacht. Das heisst, sie ist weniger hin und her gewechselt. Ich würde sagen, die grösste und bekannteste, die das bei uns macht, ist Puck Pieterse, die Holländerin. Bei den Herren ist es sicher so, dass die so eine grosse Dimension haben, eben Van der Poel, Pidcock und wer es auch immer noch gibt, dass die sich so ein bisschen herauslesen können, wo das sie kommen. Ja. Aber auch dort, der Mountainbikesport ist extrem spezifisch geworden und oftmals hapert es dann halt auch an der technischen Fähigkeit, am Kurvenfahren, an der Effizienz. Es sei denn, man ist halt massiv überlegen physisch, oder? Ja. Aber aus meiner Sicht ist das immer eine Bereicherung, weil ich meine, ihre Reichweite bringt auch immer Publizität, wenn man sich schlagen kann. Und ich sehe es eigentlich mehr als Motivation. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, das sind Rosinenpicker und sie kommen nur dort, wo es ihnen gerade passt. Aber ja, es ist immer ein bisschen ein Abwägen. Und ja, ich denke, das Ziel ist ja sowieso, um die beste Version von sich selber zu sein. Und entweder langt es, um die zu schlagen, oder es langt eben nicht. Und auch bei denen kann mal irgendwie eine Kombination von 3 verschiedenen Disziplinen zu viel sein, oder? Was macht denn für dich das Mountainbiken aus? Also ab wann ist etwas Mountainbiken? Weil man kann ja auch mit einem Gravel irgendeinen Trail runterfahren, was vielleicht nicht so angenehm ist. Aber was ist für dich, jetzt bin ich am Mountainbiken und jetzt bin ich noch mit dem Cross-Velo oder mit dem Gravel unterwegs? Ja. Also eben, ich denke, Mountainbiken ist sicher, oder Cross-Country, sage ich jetzt mal, ist sicher das Fahren von technisch anspruchsvollen Trails, aber auch das Rauffahren. Wo man jetzt zum Beispiel mit dem Enduro oder mit dem Downhill halt dann nur runterfahren würde, genau. Mit dem Gravel oder dem Strassenvelo ist klar, oder auch im Radquer ist man einfach auf einfachen Wegen unterwegs. Und das olympische Cross-Country ist sicher so die Vereinbarung vom länger durchfahren, Runden fahren und trotzdem technisch fahren.
Ja, das würde ich so ein bisschen beschreiben als Mountainbiker. Ja. Ja. Wie viele Velo hast du eigentlich daheim? Ja, also daheim sind es nicht so mega viele. Es sind auch noch, die Hälfte sind noch beim Team. Ja. Das heisst, wir reisen eigentlich immer als Rennen ohne Velo und dann kommt das Team mit unseren Rennbike. Ja, aber es ist ein Rennvelo, es ist ein Radquer, es ist ein E-Bike, es sind Cross-Country, Short-Track und Cross-Country-Velo, genau, das ist ein Unterschied wegen dem Federweg. Ja, das musst du dann, oder kannst du gerade jetzt ein bisschen genauer erklären? Vielleicht für die sehr technisch interessiert sind, es gibt auch ein paar, die den Podcast hören, eben der Unterschied zwischen diesen zwei Velos. Du hast es jetzt angedeutet, Federweg. Ja, genau. Also es ist eigentlich so, es ist von der Rahmengeometrie das gleiche Velo, Ja. aber es hat ein bisschen weniger Federweg, weil der Shorttrack ist ja kürzer und hat Ja. meistens weniger technische Objekte drin. Mhm. Und dann ist halt auch das Velo ein bisschen tiefer, was besser ist jetzt für die Aerodynamik, weil die auch ein bisschen schneller sind. Und ja, ich denke, das sind so ein bisschen die grössten Unterschiede. Okay. Und eben der Federweg, dann ja, zum Teil auch die Übersetzung, wo man wechselt. Mit verschiedenen Kassetten. Und ja, das haben wir eigentlich angefangen, weil der Shorttrack und der Cross Country, das ist erlaubt, 2 verschiedene Velo in dem Sinn zu fahren. Ja. Genau. Okay. Ja, und dann ein Dirtbike zum Trainieren noch, für den Pumptrack, aber das ist dann auch schon alles von der Veloseite. Ja, nur krass, ja. Also irgendwie, die letzten Minuten bin ich gerade völlig weg gewesen. Es hat sich angefühlt wie in der Schule. Ich habe keine Ahnung mehr, über was ihr geredet habt. Ja. Ja. Es geht ja nur darum, dass unsere Technik-Nerds, die auch ab und zu mal zuhören, ein bisschen ein Häppchen bekommen haben. Da bin ich eben schon draussen. Ja. Bei mir hat das Velo zwei Räder, einen Rahmen, ein Lenkrad und Das ist doch auch gut. Genau. Nein, Vielleicht ein bisschen wieder zum Faden zu kommen. Kommen wir zurück zum Faden. Eben, wir haben uns aufgeschrieben, wieso ist eigentlich die Schweiz so gut im Mountainbike? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben vor allem sehr eine hohe Dichte. Und die hohe Dichte bringt halt mit sich ein bisschen einen Fluch und einen Segen. Genau, also es ist sicher, dass wenn die Schweiz an der Weltspitze ist, oder ja, und man ist einer der besten Schweizer, dann kann man international gut sein. Ich würde sagen, wir haben sicher eine gute Infrastruktur, gute Gegebenheiten und sicher auch Athleten, die es vormachen. Wir haben aber auch eine gute Förderstruktur. Ich sage jetzt mal so, der Swiss Cup ist auch, das ist schon, oder auch Bike Revolution, das ist schon speziell, dass wir wie als Elite-Athleten auf den gleichen Rennplätzen oder sogar auf der gleichen Strecke wie ja, alle Kinder sind und du kannst eigentlich immer raufschauen und siehst deine Vorbilder. Ich denke, das ist sicher auch motivierend, Mega. aber ja, es ist schwierig zu sagen, warum die Schweizer so gut sind. Es ist ja nicht nur so, dass es nur Schweizer hat, es hat auch extrem viele gute Franzosen, Holländer, ja. Es hat auch viele internationale Ein Konkurrenz. Kollege von mir hat immer gesagt, die Schweiz ist so gut, weil der Durchschnittsschweizer hat ein Velo, das mehr kostet als der BIP pro Kopf von einem Serb. Was? Okay. Das ist Er auch ist Serb, eine, by the way. So. das ist eine hochkomplexe Aussage. Aber mich nimmt noch Wunder, eben, du hast es angetönt, die Konkurrenz bei euch ist ja gross. Also das beste Beispiel ist ja damals in Tokio. ist es Tokio gewesen, ja? Ja, Wo Tokio 2021, Wo ja. 3 Schweizerinnen auf dem Podest waren. Du hast eigentlich in dem Moment ein bisschen, ja, von dieser Superschweiz ja, ein bisschen, wie sagst du dem? Den Nachteil gehabt, Ja. dass du nicht hast können dabei sein. Voll, ja. Jetzt in dem Moment war es natürlich negativ gewesen für dich, jetzt von außen betrachtet, aber grundsätzlich, es pusht dich ja wahrscheinlich auch, dass es so viele gute Schweizerinnen hat. Ja, mega. Also es ist sicher so, dass, eben wie ich gesagt habe, es ist ein Fluch und ein Segen, oder? Es ist ein Fluch, dass du nicht kannst dabei sein kannst, wenn du die 4. beste Schweizerin bist und trotzdem Top 15 auf der Welt oder Top 10 auf der Welt bist. Aber auf der anderen Seite motiviert es sich auch, zum immer besser werden und ja, zum eben, wenn du die kannst schlagen, sage ich jetzt mal, bist du an der Weltspitze. Ja, für mich eben, du hast gesagt, Tokio war sicher unglücklich gewesen, aber ich bin halt einfach auch die 4. beste Schweizerin gewesen im Olympiajahr nach meiner Verletzung. Und dann haben sie die anderen auch zu Recht verdient und ich habe auch alle Medaillen geholt. Das ist ja das Grösste, was einem kann, ja, passieren als Nation, wo ich ja dann auch wieder vom ganzen Rummel und diesen Sachen durfte profitieren. Und ja,
dort ist natürlich nachher auch mein Ziel gewesen, nachdem ich nicht auf Tokio, dass ich halt mit die beste Schweizerin kann sein und so auch mich für Paris qualifizieren. Ja. Ja. Wir kommen sicher gerade noch auf Paris, aber was mich wundernimmt, weil das ist jetzt gerade gut, wir haben 2 Athleten da, wo die Situation erlebt haben. Man ist dran, man will sich qualifizieren. Jetzt habe ich nicht gedacht, dass du mich meinst, aber ich komme auch wieder mal zu Wort in diesem Podcast. Wir sind 3 Leute, 2 davon sind Athleten. Ich glaube, du bist inbegriffen, andere keine. Gut, schön. Das tut mir gut, meinem Sportlerherz. Nein, aber ihr habt ja beide eben die Situation erlebt. Du bist dran, du versuchst dich zu qualifizieren, du weißt eben, es könnte knapp werden, beziehungsweise es wird dann knapp und irgendwann zeichnet sich ab, du bist nicht dabei. Und dann gehen die anderen an Olympia, du hockst daheim. Was macht das mit einem? Also, weil eben, du kennst es aus Paris jetzt, dieses Jahr. Du kennst es von Tokio. Wie habt ihr diese Situation erlebt? Ja, der Moment, wenn du es natürlich erfährst, ist ultra scheiße. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir ist es also es ist ein Moment, den ich nie mehr vergessen werde, wie der Trainer zu dir kommt. Ich weiß nicht, wie offiziell das bei euch läuft, wie das verkündet wird, wer da nominiert wird. Der Trainer läutet vielleicht an. Ja, genau, ja. Bei uns war es so gewesen. Bei uns ist das noch recht rudimentär. Also da kommst du am Morgen ins Training und dann heisst es, ja, kommt mal zu mir. Du und du sind im Boot und der Rest nicht. Also, ja, für mich, den werde ich nicht mehr vergessen, den Moment. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, also bei mir war es auch das Telefon und zu der einen Seite war es ja ein bisschen absehbar, weil es gibt ja Selektionskriterien. Das ist sicher noch mal ein bisschen anders als bei uns, weil wir sind jetzt Einzelsportler und du fährst für das Resultat und das Resultat zählt. Und, ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt, wenn viele die Kriterien erreichen, muss irgendwie aussortiert werden. Ja, es war mega ernüchternd für mich auch, aber nach einer gewissen Zeit habe ich es auch als Motivation gesehen, weil ich sage jetzt, bei mir sind sicher noch viele Faktoren gewesen, die ich nicht selber in der Hand hatte. Eben, ich habe im Olympischen Jahr das Kreuzband gerissen, musste operieren. Vorher war Covid, nochmals ein Jahr vorher habe ich beide Hände gebrochen. Das waren wie so 3 Jahre, die einfach nicht gelaufen sind. Krass. Das sind schon das ist schon eine Situation, wo du auch reflektiert genug sein und sagen, hey, das ist jetzt nicht alles so gelaufen, wie das Plan war. Und trotzdem gibt es ja irgendwie noch ein bisschen Potenzial. Ja, das klingt immer so. Eben, ich weiss, du hast das schon 1000-mal erzählen, darum kommt es so locker flockig daher, aber im Moment selber, dann braucht es ja schon Zeit, bis du dir das mega selber kannst eingestehen. Ja, voll, ja. Also eben, es ist auch richtig ernüchternd, weil als Spitzensportler ist ja das, was du machst, dir das Wichtigste. Ja, das ist vielleicht im Job für ein paar auch so, aber du tust dich ja extrem mit dem identifizieren und du kämpfst auf ein Ziel. Und wenn du das wie nicht erreichst oder ja, gar nicht die Chance hast, zum dabei zu sein, jetzt in meinem Fall, obwohl du ja weißt, du könntest dort auch Medaille holen. Ja, eben, eine Medaille ist das eine oder halt einfach zumindest eine gute Positionierung mit einem Diplom oder so, oder? Ja. Ich meine, eine Medaille musst du immer zuerst machen, das ist ja so und das ist auch extrem schwierig. Aber ja, wenn du die Chance nicht bekommst, dann ja. Aber eben auch dann fällst du irgendwie in einer Opferrolle oder leist dich ab und sagst, hey, ich mache jetzt einfach weiter. Absolut. Das ist ja dann auch ein bisschen Mindset. Absolut, aber was mich eben da trotzdem noch Wunder nimmt, ich will da nicht irgendwelche Wunder bei euch herumbohren, aber Olympia ist halt in dem Sinn speziell, es reden halt alle drüber. Also du kommst ja wie nicht rundum. Also du müsstest dich ja fast irgendwo einsperren, das Handy wegtun, Fernsehen aus dem Fenster rühren und den Laptop auch gerade mit, damit du nicht mitbekommst, was läuft, oder? Und eben ihr zwei habt es erlebt, eure interne Konkurrenz dann plötzlich dort einigermaßen erfolgreich oder in deinem Fall sehr erfolgreich. Was macht das mit einem? Ja, also eben, ich denke, speziell bei Olympia ist halt, es ist omnipräsent. Und ich meine, gefühlt Olympia war und es redet alle schon vom nächsten Olympiazyklus LA 28, oder? Und das Spiel tun sich so ein bisschen aufbauen, oder? Man fährt an und sagt so, ja, 3 Jahre vorher, man gibt langsam die Selektionskriterien raus, dann 2 Jahre vorher fängt die Selektion an, dann im Olympischen Jahr weiss man dann endlich einmal, dass man an das Spiel gehen kann. Und dann ist man ja lang noch nicht bei dem Spiel. Und das ist immer wie so ein aufbauender Druck. Und
wenn eine WM ist, dann wissen es viele Leute. Aber wenn Olympia ist, weiss es halt jeder aus dem Dorf. Genau. Und jeder fragt, bist du bereit? Und da muss man sicher lernen, damit umzugehen, da bin ich überzeugt. Und sich vor allem auch von dem nicht triggern lassen oder wissen, wie dass man sich schützen kann. Weil die Fragen von diesen Leuten sind ja zu dem Zeitpunkt auch berechtigt. Und es ist ja eigentlich nicht, dass sie sich erkundigen. Aber du bist halt so in dem Prozess, um dich auf etwas vorzubereiten, so einen grossen Anlass, der dich auch nur schon nervös macht, wenn du daran denkst, weil du denkst ja schon 3 Jahre dran. Das ist schon mega speziell, ja. Und auf der anderen Seite bin ich nachher in Paris an dem Spiel und habe gedacht, schon krass, aber so krass ist es jetzt auch nicht. Das ist noch spannend. Es ist einfach ein Rennen wie jedes andere gewesen. Und es sind ja nicht einmal alle dort. Weil von den Schweizer sind ja nur 2 gewesen. Ja. Also das hört man ja oft, dass eben das Niveau rein sportlich gesehen an den Olympischen Spielen tiefer ist als jetzt zum Beispiel an einer WM. Ich weiss nicht, in dem Fall ist es bei euch ähnlich. Also die Besten sind ja schon dort, oder? Ja, die allerbesten Darum schon, würde aber ich sagen, Breite. Die Breite ist natürlich reduziert, aber die Besten sind dort. Ja. Oder? Und die sind ja wahrscheinlich dort in der besten Verfassung, die sie in ihrem Leben gehabt haben. Darum ist das Niveau höher, aber die Dichte ist anders. Ja. Aufgrund von der Anzahl Athleten, die einfach gehen kann. Ja. Und du bist dann eben, hast es geschafft, dich für Paris zu qualifizieren, bist dann 7. geworden. Richtig. Also bist du zufrieden gewesen, oder wie hast du das wahrgenommen? Du hast gesagt, dort, also in Tokio wärst du gerne dabei gewesen. Ich nehme an, in Paris hast du schon höhere Ziele gehabt. Ich muss sagen, ich bin sicher realistisch gewesen, dass es extrem schwierig geworden wäre, zum Olympiamedaille zu holen. Ja. Aber es war jetzt auch nicht eines meiner besten Rennen gewesen. Okay. Das muss man auch sagen. Ja, ich sage, es war eine mega neue Erfahrung gewesen. Ich war sicher auch ein bisschen nervös gewesen. Ich habe Fehler gemacht in der ganzen Vorbereitung. Es gibt Sachen, die ich würde ändern, wenn ich jetzt das zweite Mal ans Spiel gehe. Was wäre so etwas? Ja, also sicher so mehr abgrenzen gegen aussen. Auch sicher mit den ganzen, sage jetzt mal, Handy und diesen Sachen. Und wir haben auch im Olympischen Dorf gewohnt. Ich habe aus meiner Sicht ein bisschen wenig Ruhe gehabt. Ja, und halt einfach... Es hat recht Rambazamba gegeben. Ja, es ist einfach, es läuft viel, oder? Und wir sind ja dort, es ist ja ein grosser Unterschied, wenn du, keine Ahnung, als Brasilianer oder so gehst du ja dort hin für die Erfahrung. Und das ist einfach etwas, wo du einmal in deinem Leben machst und du kommst auf Europa, oder? Es ist ganz ein anderer Approach als jetzt zum Beispiel wir, die dort gehen für unsere maximale Leistung, die wir je können aus uns rausholen in unserem Leben. Und das ist ein grosser Unterschied. Und darum würde ich mir sicher auch dort noch ein bisschen mehr Ruhe. Ja, das sind so ein bisschen meine Erkenntnisse. Aber ja. Du hast ja sicher mittlerweile grosse Ansprüche an dich selber. Jetzt, wenn ist Alessandra unzufrieden und wenn ist sie zufrieden? Also weißt du, so, ist egal, ob es ein Training ist, ein Rennen, etwas im Leben. Ja, was sind so deine Kriterien für persönliche Zufriedenheit? Also, das eine ist ja wie die Alessandra als Sportlerin und das andere ist die Alessandra als Persönlichkeit. Und als Sportlerin ist sie sicher einfach zufrieden, wenn sie das Maximale aus sich rausgeholt hat. So wie die bestmögliche Leistung und es war wie nicht mehr drin. Und natürlich ziele ich in die Mitte. Also es wäre ja vermessen, wenn ich würde sagen, es ist nicht der Sieg mein Ziel oder ja. Aber, und da bin ich auch ganz ehrlich, weil ja, ich meine, ich mache es ja nicht, um einfach ein bisschen mitzufahren, ich mache es, um gut zu sein. Und auf der anderen Seite ist so ein bisschen die Demut und Dankbarkeit, dass man das Privileg überhaupt leben kann, ist etwas, was mich extrem zufrieden macht. Weil es ist einfach überhaupt nicht selbstverständlich, dass man Spitzensportler sein kann, dass das dein Beruf ist, dass du um die Welt reist und noch erfolgreich bist. Weil es gibt so viele Leute, die Velo fahren, so viele Leute, die das wollen und du kannst das einfach machen. Ja. Genau, und das gibt mir sicher eine grosse innere Zufriedenheit. Ja, und dann einfach auch so ein bisschen Dankbarkeit, dass ich auch in der Schweiz, aus der Schweiz komme, dass ich so eine gute Familie habe, eine gute Beziehung und auch ein Team, das mich unterstützt und an mein Potenzial glaubt. Und das macht mich mega zufrieden, einfach, dass ich das machen kann, was ich am liebsten mache. Ja. Das klingt wirklich sehr Wo reflektiert. lernt man so die
die Zufriedenheit und Bodenständigkeit? Ist das vom Kanton Nidwalden? Ja, oder? wahrscheinlich aus Nidwalden. Nein. Nein, aber es ist sicher auch eben von meiner Elternseite oder aus meinem Elternhaus ist sicher so, dass ich wir haben Werte mitbekommen. Wir haben aber auch gewisse Bodenständigkeit und so ein bisschen, ja, Verhaltenssachen mitbekommen, wo man, egal ob man Spitzensport ist, mein Bruder ist zum Beispiel Jurist und angehender Anwalt, das sind ja auch Fähigkeiten für Spitzenleistungen. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen mitbekommen. Ich meine, eben, du hast gesagt, mein Vater der macht auch Spitzenleistung, einfach in einer anderen Branche. Ja. Und ich glaube, das habe ich sicher von daheim auch mitbekommen. Dann in Nidwalden ist man einfach eine von vielen und man tastet sich da dran an, das ist ja auch gut. Und dann habe ich sicher auch, eben mein Freund, der sagt auch, ja, wenn du erfolgreich bist, mag ich es dir mega gönnen, aber sonst habe ich dich trotzdem noch gern, oder? Und das ist natürlich auch etwas, Schön. was dir irgendwie Ruhe gibt. Ja. Weil am Ende, ja, wenn du nur nach dem Resultat gewertet bist, dann bist du vielleicht trotzdem nicht so zufrieden. Weil wenn du mal zweit bist, bist du schon nicht mehr zufrieden. Das ist halt schon mega schwierig, wenn du ein erfolgreicher Mensch bist. Ja, Ja, und du hast jetzt auch ein bisschen gesagt, eben, du bist dann in Paris und hast gemerkt, hey, es ist gar nicht so speziell, vielleicht auch eine gewisse Ernüchterung. Hast so, gut, du hast jetzt vielleicht dein absolute Traumresultat noch nie erreicht, aber hast nicht auch ein bisschen Respekt vor dem, wie heisst das, Post-Olympia-Syndrom? Oh nein. Dass du dort Nein. ins Loch gehst und denkst, hey, jetzt habe ich alles erreicht. Nein. Wieso nicht? Nein, ich habe wirklich keinen Respekt vor dem. Also ich meine, niemand ist geschützt. Ja. Das ist mir schon klar. Aber also ich bin irgendwie ein Athlet, der sicher sich konsequent auf etwas vorbereiten kann. Aber ich würde jetzt nicht alles im Leben dem unterordnen, weil ich habe ja auch nur ein normales Leben. Und es gibt halt viele, die das so im Extremum ausüben, dass die halt keine Freundschaften, keine Familie, keine Beziehung, gar nichts pflegen. Ja. Und ich bin trotzdem aus einem Umfeld, wo wir sind einfach ein bisschen normal. Und darum, ich glaube nicht, dass es mit normal oder nicht normal zu tun hat, aber du brauchst ja es ist ja meistens, dass du wie einfach in eine Leere gehst, weil du nichts mehr hast. Aber bei mir kommt dann halt schon die nächste Idee. Es ist irgendwie, Was hast du denn also für Ideen? Ja, keine Ahnung, aber als Sportler bist du ja ein bisschen wie ein Unternehmen. Ja. Und das Unternehmen ist ja mega vielseitig. Es hat Medien, es hat das Training, wir machen zum Beispiel noch Kids-Camps. Ja, es hat irgendwie... Und dort geht es immer irgendwie weiter. Und es gibt ein neues Projekt oder irgendetwas, ja. Ja. Aber kann es auch sein, dass eben genau das der Schlüssel ist, wieso du dann irgendwie locker an die Sache angehen kannst? Und mit locker meine ich nicht, dass du einfach dorthin gehst und sagst, ich mach mal, sondern dass du mit einer gewissen Leichtigkeit Ja. die Rennen kannst fahren und so. Ja, also ich würde sicher sagen, ich kann es in Relation setzen, dass ich jetzt logisch, ich gebe 200% für mein Ziel, für mein Highlight, ich will Weltmeisterin werden. Das wäre vermessen, wenn ich jetzt das würde verneinen. Sorry, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass wenn es nicht klappt, dann bricht ja die Welt, steht nicht still. Sie treten trotzdem genau gleich weiter. Und ich meine, für mich ist das Wichtigste, dass ich Weltmeisterin werde. Aber für die Welt, die ist eigentlich... Ja, Dreht sich weiter. ja, und für die ist es eigentlich nicht so wichtig. Ja. Und das musst du auch immer ein bisschen in Relation sehen. Und es ist ja so ein kleiner Teil. Und im Sport kommt so viel und etwas Neues. Und das haben mir halt auch die Erfahrungen gelernt, als ich halt verletzt war. Ja. Ja, genau. Aber ja, ich meine, du hast jetzt auch sozusagen deine Karriere ein bisschen beendet. Und ja, ich weiß nicht, wie es für dich war. Bist du ja auch nicht in ein Loch Ja, gefallen, ich oder? habe jetzt... Weiss Nein, nicht. aber genau, weil ich auch so viele Sachen nebendran hatte. Aber ich finde es spannend, dass du gesagt hast, eben, die Welt dreht sich ja gleich weiter, auch wenn du Weltmeister wirst. Aber ich habe eben das Gefühl, viele realisieren das dann eben erst, wenn es zu spät ist. Darum finde ich es so wertvoll, dass jetzt du das eigentlich schon währenddem, also du bist ja jetzt in deiner Prime, das jetzt schon realisierst, weil das gibt dir so viel Vorsprung für nachher. Ja. Also natürlich als Sportler ist es immer so ein bisschen ein schmaler Grad. Oder? Das eine ist, dass du dich mit dem Jetzt auseinandersetzt, weil du musst ja jetzt 200% für etwas geben. Aber du musst dich auch mit der Zukunft auseinandersetzen, aber du darfst den Fokus auch nicht fest auf die Zukunft legen. Ja.
Aber ja, ich meine, ich habe ja auch nach der Matura eigentlich ein Studium angefangen, weil ich mir ja Gedanken gemacht habe, aber dann ist einfach der Sport grösser geworden und es ist nicht mehr vereinbarbar gewesen. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich mir nicht mehr Gedanken mache, was ich in Zukunft möchte machen, weil ja, der Spitzensport ist endlich, oder? Ja, aber ich denke, es ist schon mega ein wichtiger Punkt, dass du ein bisschen einen Plan hast im Leben, aber ich denke, das ist auch sehr typenabhängig, Ja. wie und was dich interessiert, ja. Ich möchte nochmal schnell einen Punkt aufgreifen, den du vorher genannt hast. Eben, du hast gesagt, dir ist es als Athletin extrem wichtig, erfolgreich zu sein. Und jetzt, meine Frage ist, zum Beispiel, wenn du jetzt die letzte Saison anschaust, ist es deine beste Saison gewesen oder deine erfolgreichste? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiss, was du meinst, aber... Oder geht das immer Hand in Hand? Also, ich glaube, unsere Saison fängt ja im März an und endet im Oktober. Dass du wie von A bis Z top läuft, nur gewünscht, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, du bist ein Jahrhunderttalent wie ein Nino Schurter oder halt wirklich ein Ausnahmekönner. Ich würde mich als Talent, aber nicht als Ausnahmekönner bezeichnen. Und dann ist im Mountainbikesport halt schon ein bisschen, auf was fokussierst du. Entweder gewinnst du den Gesamtweltcup und du bist wie die Beste über eine ganze Saison. Das ist eigentlich die Krönung von einer Konstanz. Wie 2022, oder? Und 24, genau. 24, sorry. Darum, alles gut. Und 24, und dort bin ich mega stolz gewesen, dass ich wie die Beste über eine Saison sein konnte. Ja. Aber Weltmeisterin sein ist natürlich auch etwas mega Spezielles. Und es ist wie so, es sind wie zwei verschiedene Sachen. Und darum kann ich wie nicht sagen, ist die Beste, aber es ist sicher eine mega erfolgreiche Saison gewesen. Also zuerst mal Wikipedia, wir müssen da unbedingt 2024 noch ergänzen. Das fehlt. Alles gut, alles gut. Aber nein, eben, weißt, mich hat es eben Wunder genommen, weil du gesagt hast, eben, für dich ist erfolgreich sein wichtig. Also wäre es für dich okay zu sagen, hey, schau, ich werde Weltmeisterin, aber ich habe gar nicht meine Bestleistung abgerufen? Aber ich weiss nicht, ob das überhaupt möglich wäre. Ja, keine Ahnung, es kann ja sein, dass die Umstände das so ergänzt, dass du... Ja, also eben, es ist wie so, wenn ich am Anfang der Saison durchrechne, wer könnte das Rennen gewinnen, komme ich auf 15 bis 20 Athleten, oder? Ja. Und dann muss ich ganz ehrlich sein, wenn du gehörst einfach nicht zu diesen 15 bis 20 Athleten, wenn du nicht bei 100% bist. Das ist nur schon irgendwie durch Krankheit oder ein Defekt oder so, nimmt dir schon den Sieg. Und darum glaube ich, ja, das müsste schon mega viel passieren, dass es nicht unter mega schlecht oder ja eigentlich deinen guten Umständen könntest Weltmeisterin werden. Ich denke, das ist ein bisschen, ja, ich weiss es nicht. Aber ja, ich meine, Weltmeisterin ist Weltmeisterin und grundsätzlich fragt niemand mehr, was war oder wie war, sondern das ist ein Titel, den du das Leben lang hast und das ist eigentlich auch an Olympia so, oder? Vor allem, umso weiter die Leute weg sind von der Szene, umso weniger interessiert Ja, absolut. Ja. Also grundsätzlich, ich habe jetzt auch gegenüber jemandem, wo sich einen Titel holt, obwohl er vielleicht nicht der Beste war an diesem Tag, keine Missgunst, weil man muss es immer zuerst machen, oder? Ja. Du redest mega distanziert und halt so voll auch so ein bisschen aus einer Perspektive, wo ich das Gefühl habe, dass du fast schon dich von außen beobachtest. Jetzt nimmt es mich aber Wunder, während dem Rennen als Weltmeisterin und einfach eine der Besten, musst du doch auch ein bisschen dreckige Renngedanken haben. Weißt du, so, irgendwie so, dich tun jetzt richtig bodigen oder irgendetwas und nimm uns mal mit auf eine Reise mit Alessandra durch so ein Rennen, so, oh Scheiße, jetzt geht's härter ab oder fuck, dich hole ich ein oder was sind so deine krassesten Gedanken während einem Rennen? Boah. Also, ganz ehrlich, ich versuche am Rennen so gut wie möglich bei mir zu bleiben. Weil in 90 Minuten kann so viel passieren. Und ich meine, wenn ich noch schaue, was machen die anderen, dann bin ich halt wie zu wenig bei mir und dann ist halt richtig schnell ein Fahrfehler passiert und ein Sturz. Du hast manchmal nur bei ein paar wenigen Sekunden nicht aufmerksam sein. Ja. Aus dem Grund denke ich jetzt nicht unbedingt an die anderen, aber es gibt sicher Situationen, wo ich denke, nein, aber nicht die, oder? Ja. Oder wo ich so denke, oh, jetzt kommt die schon wieder und drückt so saublöd rein, oder? Ja. Oder halt einfach,
in Situationen, wo sie startet, als gäbe es kein Morgen mehr. Aha. Wo ich so denke, ja, also nach einer Runde bist du wieder hinten. Ja. wo wirklich die drücken vorne rein. Oder, ich meine, das sind schon so Gedanken, die du machst oder wo dich halt fragst, was ist jetzt das für eine Taktik, oder? Ja. Aber ich meine, am Ende des Tages tut das nicht zur Sache, weil das hat ja jede startet und denkt, sie ist die Beste. Weil sonst muss sie eigentlich nicht starten. Aha. Ja. Ja, aber trotzdem bist du Ja, ja ja. irgendwo durch abhängig von den anderen. Also weißt, ich meine, du kannst ja, es ist ja bis zu einem gewissen Grad ja auch Kontaktsport. Das ist zwar eigentlich ja nicht erlaubt, Ja. aber ich meine, es kommt ja immer wieder vor, dass jemand stürzt. Ja, also vor ich dir denke, es ist sicher, ich muss sicher noch ein bisschen lernen, so Ellbogen ausfahren. Ja. Es ist sicher nicht, also ja, im Strassensport ist das ja schon Schulter an Schulter. Bei uns hast du noch ein bisschen den Lenker dazwischen. Aber ja, auch dort ist, wer schneller bremst, der gibt halt die Weitlinie vorher ab, oder? Mhm. Klassisches Chicken Game, ja. Ja, und das ist sicher etwas, wo das Game musst mitspielen, auch das Mental Game. Dass halt dort ein bisschen eine Fassade aufsetzt ist, wo vielleicht nicht ist, wie sie schon normal bist. Aber ich glaube, man muss es, oder ich persönlich sage immer, ich muss es machen, so in dem Rahmen, wo es mir noch wohl ist. Und ja, wenn ich halt so bin, dann bin ich so, oder? Mhm. Und dann, ja, muss ich das sicher noch ein bisschen, man muss immer dazulernen, man ist nie ausgelernt, egal wie gut das man ist. Und ja, genau. Gibt es so Streckentypen, wo du sagst, boah, da habe ich Respekt davor? Also auch von den Hindernistypen her? Oder ist das immer etwa gleich? Oder? Also, Respekt ist genau das richtige Wort. Es ist keine Angst. Und es gibt sicher Hindernistypen, die liegen einem besser. Es gibt solche, wo man weniger gut ist. Aber eben, wir sind ja Spitzensportler. Wir sind ja gemacht, um an unseren Schwächen zu arbeiten, in dem Sinn. Und wir haben sicher, ich habe sicher auch Schwächen. Und die tue ich ganz klar daheim trainieren, dass ich die, wenn ich an den Wettkampf komme, nicht noch üben muss, Ja. sondern dass es dann sitzt. Ja. Und für das haben wir einen Techniktrainer, wir haben Leute, die uns in diesem Bereich beraten, auch beim Material, beim Team, beim Mechaniker. Was braucht es auch von der Kraftseite, von der physiologischen Seite, und dann setzen wir das Puzzle zusammen. Dort ist es ganz wichtig, dass halt auch nach einer erfolgreichen Saison knallhart analysierst und sagst, hey, was musst du noch besser machen Mhm. und wo verlierst du halt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich alles dominiert habe. Mhm. Also wird es ja noch Potenzial haben. Mhm. Ja, hoffentlich. Also, das ist immer schön, wenn du noch etwas rausholen kannst. Und Ja, weißt vor allem, absolut, was ja, kannst du rausholen. genau, ja. Ja, von dem her, ich bin wirklich, ich bin überrascht, nein, nicht überrascht, aber ja, man kann jegliche Fragen dir stellen und es kommt immer eigentlich eine Antwort zurück, wo ja, sehr, wie sagst du dem? Ja, wir können viele Sachen aufgreifen, so ist es. Also Ja. ich glaube, auch generell, wenn wir jetzt noch ins Runbook schauen, da wären noch jenste Fragen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Aber schauen, jetzt, was jetzt müssen gibt's wir auch ein noch? bisschen auf die Zeit schauen, von dem her, alles andere, also du darfst auch gerne das zweite Mal nachher dann noch kommen. Okay, Also das ist sehr, sehr spannend gewesen. Genau, aber- wir gehen Richtung Ende zu, aber Und einen wir kleinen wagen Teil haben wir noch. Noch einen Ausblick, oder? Ja, genau. Du bist jetzt 29. Ich glaube, als Sportlerin, man ist ja immer so ein bisschen mit dem Alter, muss man aufpassen, aber Alles gut, unter den alles Sportlern, sage ich jetzt mal, ist das ja kein Geheimnis mehr. Du befindest dich jetzt im Top-Alter, würde ich mal sagen, auch für Ausdauersportarten. Ja, genau. Hast du noch ein paar Jahre vor dir. Ja, wenn jetzt in die Zukunft schaust, was steht so bei dir da noch gross in deinem Horizont? Ja, also das ist ganz klar LA 28. Die nächsten Olympischen Spiele sind mein grosses Ziel. Das sind die ein bisschen weiter weg sind am Horizont. Mhm. Und auf das ist eigentlich auch alles ausgelegt. Bis dann ist sicher nochmal voller Fokus Spitzensport. Und dann, ja, wenn wir schauen, was das Leben so bringt und ob ich noch etwas würde im Studium oder sonst, dann muss man sicher wieder über die Bücher. Ja, genau. Und auf nächstes Jahr ist sicher am Horizont, dass die Europameisterschaft im Tessin ist. Ja. Ja, genau. Ich habe auch noch nie jetzt bei der Elite Europameisterschaftsmedaille gewinnen. Darum ist sicher das ein Ziel. Mhm. Und das ist so ein bisschen für nächstes Jahr und nachher die Olympiaselektion mit LA 28. Ja. Sehr cool. Und wenn wir auf einer privaten Ebene das Ganze anschauen, du hast gesagt, Pharmaziestudium, aber hast du schon Gedanken gemacht, zu was nach dem Spitzensport kommt? Ja, also
Ja, eben, beruflich ist sicher das eine, aber dort glaube ich auch mit dem Erfolg und mit den Sachen, die ich jetzt erleben durfte, würden sich wieder Türen auftun. Da bin ich sicher auch nicht ganz sicher, was es dann sein sollte, aber es könnte auch irgendein Fernstudium sein, das vielleicht den Sport besser unterstützt, dass es nochmal ein Olympiazyklus ist. Aber ja, ich hätte vielleicht auch gerne mal eine Familie, wenn alles würde passen. Und ich denke, das ist ja auch etwas, wo als sage jetzt, junger Sportler, wo sicher auch ein Thema ist, oder junge Sportlerin, wo man sicher auch das passende Umfeld muss haben. Und dann werden wir schauen, ob alles vereinbar ist oder eben, was man muss weglassen. Genau. Ja, sehr cool, wir bleiben gespannt. Ich habe noch 2 letzte kurze Fragen, Ja, so ein bisschen, sicher. um das Ganze abrunden. Und zwar, was ist dein Weihnachtstraining? So ein bisschen, hast du dort eine Art, etwas, was du immer machst, wo du dich speziell auf den Tag freust und dann am Abend gehst gut essen und deine Geschenke bekommst? Und zweite Frage, Tipps für die Velofahrer im Winter? Also, zu den Weihnachten, wir haben eigentlich immer Familienweihnachten und ich gehe sicher an diesem Tag noch aufs Velo, ein bisschen ausgiebiger und hoffe natürlich auf möglichst gutes Wetter. Genau. Und dann, so ein bisschen ein Tipp als Velofahrer im Winter, sicher warm anlegen, Schutzblech. Ja. Schutzblech ist ganz, ganz entscheidend, weil du hast einfach wirklich viel länger, viel wärmer. Ja. Ja, und sonst einfach indoor bleiben, auf der Rolle. Dann kann man gut schwitzen, ist auch noch gut für die Immunabwehr. Und genau, das würde ich so ein bisschen als Tipp weitergeben. Und sonst gibt es nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter. Sehr gut, das nehmen wir uns zu Herzen. Ja, wunderbar. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, wir hätten noch locker noch mal eine Stunde können reden, Alessandro. Also von dem her, du darfst gerne nächstes Jahr, hoffentlich nach dem Europameistertitel, dann nochmal kommen. Ja, wir tun es ja nicht aufbeschwören, weil das bringt ja... Aber alle, die bei uns waren, haben nachher einen Bus gehabt. Also. Schon, hä? Das ist wirklich so. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du bei uns Merci warst. auch. Danke fürs hier sein. Für die Es hat wirklich spannenden Fragen. mega viel Spass gemacht, dass du dich gestellt hast. Uns zwei, die auch nicht immer alles wissen, aber wir geben uns Mühe. Und bevor wir abschliessen, wollte ich dich fragen, ob es noch etwas gibt, wo du loswerden willst. Und falls nein, wo kann man dich unterstützen und wo kann man dich finden? Zum etwas, was ich loswerde. Ja, also so ein bisschen rausgezoomter Wunsch ist halt, dass die meisten Leute zuerst mal ein bisschen vor ihrer eigenen Tür wischen, bevor sie bei den anderen gehen motzen. Ja, Das ist aber allgemein, das hat jetzt nichts mit dem Spitzensport zu tun, aber vielleicht an die nicht gerne Biker haben auf dem Trail, genau, kann man es so adressieren. Nein, allgemein ist das so ein bisschen, sage ich, in der Gesellschaft würde es ein bisschen weniger jammern und bei sich selber ein bisschen arbeiten würde nicht schaden. Ja. Dann würde es den Podcast gar nicht mehr geben. Wieso meinst du jetzt? Weil wir immer jammern über alles. Schon? Nein. Ja, nein, ist ein Witz. Ja, und Danke. und auf der anderen Seite sorry, jetzt habe ich Zweite, also letzte Frage. Wo kann man dich finden ja, genau. und unterstützen? Genau, also mich findet man, also ich habe eine Homepage, alessandrakeller.ch. Es gibt auch einen Fanclub, Alessandra Keller Fanclub. Der ist unabhängig von mir, von dem her könnte man sicher dort Mitglied sein. Und sonst, Fernsehen schauen und an den Rennen unterstützen und mitfiebern. Das ist Sehr eigentlich gut. alles. Ich glaube, das machen wir. Wir auf jeden Fall. Ja. Und auf Instagram folgen wir auch. Sehr gut. Genau. Ja, und wenn ihr bis zu dieser Stelle dabei seid, dann herzliches Dankeschön an euch. Es verdient wieder mal keinen Respekt, weil es sehr spannend war. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. Und wir versuchen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für euch zusammenzufassen. Genau, und wenn ihr schon dabei seid, folgt nicht nur der Alessandro auf Instagram, folgt auch uns unter Volline_Podcast. Kannst du empfehlen, oder? Ja, also meine Serie vor allem, meinst du? Und genau, in dem Sinn, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie doch mit euren Liebsten. Und wie immer, macht viel Sport, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss.